Gut, Peter Höhn, Thema Berufung. Du hast dieses Thema zu deinem Thema gemacht, bist einen Weg gegangen. Und ich habe auf der Internetseite von Campus für Christus einen kurzen Beschreib von dir gefunden. Wer ist Peter Höhn? Da heißt es, dass es dir wichtig ist, Menschen lernen, ihre von Gott gegebene Berufung zu hören, zu verstehen, darauf zu antworten und konsequent darin zu leben. Schöner Satz, hä? Mir gefällt er sehr gut. Ja. Meine Frage an dich, wenn du sagst, ganz Ich-Sein, gehört das zu deinem ganz Ich-Sein? Ja, also in der Berufung leben heißt, ich habe letztens einen Satz, ist mir neu wichtig geworden. Gott sagt zu Abraham in 1. Mose 17,1, wandle vor mir und sei ein Ganzer. Es heißt in gewissen Übersetzungen, sei untadelig, aber man kann das Wort für untadelig auch mit ganz übersetzen. Und das hat mich sehr angesprochen wieder. Es geht genau in diese Richtung. Wenn ich ein Ganzer werde vor Gott, heißt das auch, ich bin ganz der Gott gedacht hat, als er mich geschaffen hat, wie ich sein soll, bin ich in meiner Berufung. Das ist aber nicht so eng zu verstehen, sondern es hat auch eine Freiheit darin. Also es ist nicht ein absolut vorprogrammiertes Leben, wenn wir von Berufung sprechen. Aber ich darf meinem Wesen gemäß leben. Also ein ganzheitlich Ja, im Sinne auch von vollständig. Richtig, ja, genau. Ja, das ist sehr schön. Du bist hier mit deiner Frau Barbara, wohnst ganz in der Nähe. Wie lange hattest du mit dem Auto, um hierher zu kommen? 25 Minuten. Ja, das ist gar nicht so weit. Ja. Hast 3 Töchter, 5 Enkelkinder. Ja. Ich habe selber über deine Kindheit herausgefunden, dass du hast mir gesagt, in einer Lehrerdynastie eigentlich hineingeboren wurdest. Ja. Sag uns 2, 3 Worte zu deiner Herkunftsfamilie. Ja, ich habe mein Vater war Mathematiklehrer, meine 2 Großväter Sekundarlehrer und Primarlehrer. Also mein Bruder war an der Kantonsschule Bülach Lehrer. Es wimmelt von Lehrern und ich wäre auf dem besten Weg gewesen, auch Lehrer zu werden. Ich wollte aber nicht Lehrer werden, weil ich wollte keine Rasselbande am Hals haben und immer irgendwie für Disziplin sorgen. Und dann wurde ich eben Ingenieur. Wir haben ein Bild hier von dir, als du 6 Jahre alt warst. Da hast du aber gerne auch schon gezeigt, wie das funktioniert, oder? Ja, genau. Irgendwie ist für mich so ein typisches Bild, dass ich so gerne die Aussicht erklärt habe vom Balkon. Das war bei meinem Götti zu Hause und da habe ich mal schon damals gesagt, was man wo sieht. Und das andere gelehrt quasi. Ja. Das ist dann irgendwie, ich habe schon ein Lehrergen im Blut, oder? Ja. Aber es ist dann ein bisschen anders, hat sich anders entfaltet. Du hast gesagt, dass du dann Ingenieur studiert hast. Ja. Das heißt, das war eine Zeit, warst du da auch schon auf der Sinnsuche, Berufungssuche, war das auch ein Thema? Ja, ich bin dann in der Mitte vom Studium, ich habe an der ETH, es hat Kulturingenieur geheißen damals, das gibt es heute nicht mehr unter dieser Bezeichnung, sondern Umweltingenieur oder so ähnlich. Und ich habe dann in der Mitte des Studiums, ich habe immer irgendwie nach dem Sinn des Lebens gesucht und in der Mitte des Studiums oder eher am Anfang habe ich ist ein Kollege von mir zum Glauben gekommen und ich habe gedacht, der kommt zum Glauben. Das war so ein stattlicher, also das tönt jetzt doof, ein schöner Mann. Wir gingen zusammen wandern und er kam dann später zum Glauben und ich habe gedacht, also wenn der gläubig wird, dann muss am Glauben irgendetwas dran sein, weil der hätte es ja gar nicht nötig. Du hast gedacht, wenn jemand Probleme hat, ja, oder genau. Keine Ahnung, dann hat er vielleicht... Für die Drogensüchtigen und für die wahnsinnige Probleme haben im Leben mag das gut sein, aber... Und das hat dir dann Eindruck gemacht? Das hat mir Eindruck gemacht und gedacht,
ich muss dem auch irgendwie auf den Grund gehen. Er ist dann weg. Er flog durch die Prüfung, hat dann eine andere Berufung gespürt für sein Leben, nämlich er wurde Pfarrer. Und ich dachte, Hilfe, wenn ich jetzt zum Glauben komme, muss ich auch noch Vollzeiter oder irgend so ein Missionar werden. Und das wollte ich nicht. Darum habe ich mich dann ein bisschen angenähert und gleichzeitig ein bisschen Angst gehabt, mich da näher drauf einzulassen, aber ich wurde irgendwie gezogen. Gab es andere Orte in dieser Zeit, wo du auch nach Sinn gesucht hast? Schwer zu sagen. Ja, ich habe vieles ausprobiert. Es war damals auch so mit Kommunismus und die Linken und meine Geschwister haben sich mit der chinesischen Revolution befasst. Marxismus hat mich nicht wirklich interessiert. Mhm. So vielleicht das Studium, Thema Wissenschaft. Also was für mich ein Sinn im Leben war eine Freundin. Ich wollte unbedingt eine Freundin. Ich habe gedacht, also wenn du eine Freundin hast, dann ist die Welt in Ordnung. Habe dann auch eine gefunden irgendwann mit 17 und das war eine gute Zeit, 4 Jahre mit Auf und Abs und habe dann aber gemerkt, ich habe keine. Es ist irgendwie wie an innerer Leere gestorben. Leere dann mit 2 E und nicht mit EH. Mhm. Also auch die Freundschaft hat nicht diese Erfüllung und diesen Sinn, auch wenn es schöne Zeiten waren, aber den Kern hat es irgendwie nicht. Ja, und das hat dann eben auch mich sicher ein Stück weit geöffnet, also eine gewisse Desillusionierung vom Leben, dass ich mich dann auch für den Glauben mehr geöffnet habe. Ja, also du hast wie gedacht, nur in einer Freundschaft ist nicht alles da, was ich brauche. Ein Mensch kann mir nicht alles geben, was ich brauche für meine Seele. Ja. Das Thema Wissenschaft im Studium und so, war das auch ein Thema, wo du gedacht hast, das könnte eine Art Sinn geben? Nein, es hat mich eben nicht. Ich habe irgendwie ich war kein Karrieremensch. Geld und Karriere hat mich nicht so interessiert. Mich hat schon irgendwie das Gefühl, Beziehung. Es muss irgendwie um Beziehung gehen im Leben. Und das andere ist dem untergeordnet, muss dem untergeordnet sein. Du hast mir gesagt, eine andere Art von Desillusionierung hast du auch im Militär durchlebt. Ja, ich war dann mit 19 Rekrutenschule, ich musste weitermachen und ich bin vom Typ her relativ loyal, habe dann halt weitergemacht und habe dann einfach gemerkt, irgendwie, es war eine ganz schwierige Zeit für mich. Schon auch gute Beziehungen, aber auch irgendwie vom Menschen enttäuscht. Ich irgendwie gemerkt, die Menschen sind irgendwie einfach Egoisten. Und ich habe dann auch, als ich dann mit der Bibel mich anfing zu auseinanderzusetzen, gemerkt, wenn Jesus sagt, dass wir böse sind, es ist ja schwierig, wenn er sagt, der Mensch ist von Natur aus böse. Ich glaube nicht, dass der Mensch nur böse ist, aber er ist auch ein Egoist. Er ist nach dem Bild Gottes geschaffen, aber er ist auch ein Egoist und er ist beschädigt und er braucht Erlösung, oder? Und das habe ich dann irgendwie am eigenen Leibe gemerkt. Ja, wir brauchen irgendwo auch Erlösung. Ja, das war so in der Militärzeit, wo dir das wie bewusst geworden ist, dass der Mensch nicht alles von sich aus einfach mitbringt. Ja, genau. War in dieser Zeit, hättest du dir vorstellen können, dass du mal ein Christ wirst? Ja, ich war nie komplett dagegen. Ich habe auch einen Mitsoldaten, wie sagt man, einen Mitsoldaten, einen Militärkollegen. Ein Militärkollege war gläubig. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Martin Zwicky hieß der. Der ist jetzt auch schon irgendwo in einem guten Alter, wie ich. Und der hat für mich das noch recht glaubwürdig, also war als Mensch glaubwürdig
und hat mir zumindest nicht abgelöscht, oder? Also du hast auch andere Menschen beobachtet, geschaut, dein Studienkollege, der plötzlich gläubig geworden ist, das Militär. Also es gab schon, ich habe allerdings auch Christen gekannt, die waren irgendwie ein bisschen komisch und die haben mich dann auch eher, sagen wir mal, abgeschreckt, oder? Ja, das ist vielleicht stark abgeschreckt, aber sicher nicht ermutigt, Christ zu werden. Aber man hat dann irgendwann mal, wenn man sich mehr damit befasst hat, merkt man doch, es gibt sehr viel glaubwürdige Leute. Und wie hast du dich dann mehr damit befasst? Wie? Ja. Ja, eben, ich bin dann dieser Studienkollege ging dann weg und ich habe dann selber angefangen, das Neue Testament zu lesen. Ich habe auch wieder angefangen zu beten. Meine Mutter hat mit uns gebetet, mit uns Kindern, als wir klein waren, abends am Bett, so ein kurzes, frei formuliertes Gebet, obwohl meine Mutter nicht extrem gläubig war. Und dieses Gebet war doch irgendwie eine Wurzel. Ich war auch mal in der Sonntagsschule. Also da hat es irgendwas gegeben, an dem Gott anknüpfen konnte. Und ich habe dann angefangen, zaghaft wieder zu beten. Der Studienkollege hat dann betont, ich solle mich an Jesus wenden. Ich habe dann gemerkt, das fällt mir schwer, Jesus zu sagen. Und da habe ich gedacht, also wenn mir das so schwer fällt, dann muss irgendwas dran sein. Das hat mich dann ermutigt. Auch, dass sich alle Leute so aufregen über das Christsein, habe ich auch gedacht, da muss irgendetwas dran sein. Die Leute regen sich irrational auf darüber. Ich muss mehr davon wissen. So, ich habe mich mit Beten und Bibellesen angenähert, bin dann an einen Punkt gekommen. Ich ging mal allein in die Ferien nach Venedig und Verona, eine Woche, und habe so ein frommes Buch mitgenommen und habe mich dann dort, habe das fromme Buch gelesen und habe dann gesagt, das will ich auch, habe mich dort in Verona bekehrt. Ich habe da ein Bild von der Arena in Verona, du hast mir gesagt, du saßest da auf einer Bank vor der Arena. Also da gibt es ein kleiner Park da vor der Arena. In diesem Park habe ich mein Leben Jesus übergeben und habe dann eine unglaubliche Freude im Herzen gehabt. Bin fast ausgeflippt. Ich habe gemerkt, jetzt ist irgendetwas passiert. Ich bin dann, habe gewusst, jetzt muss ich heim und Christen suchen. Noch kurz, um hier einzuhaken. Ja? Du hast gesagt, du hast dich dein Leben Jesus gegeben. Ja. Was bedeutet das? Wie hast du das gemacht? Also, erinnerst du dich noch an diesen Moment? Ja, es hat dort so schöne Bäume, große Bäume gehabt. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich möchte jetzt... ich weiß nicht mehr den Wortlaut, aber ich möchte so wie ein Baum werden, verwurzelt in dir, Schatten spenden, Schutz geben, einfach irgendwie so etwas habe ich gesagt. Ich möchte jetzt mit dir leben und mein Leben mit dir führen. Ja, du bist so wie eine Beziehung mit Jesus eingegangen, hast ihm gesagt, ab jetzt gehe ich mit dir. Ja. Ich will das, dass du in mein Leben kommst und mein Leben anfängst zu prägen und so zu verändern, wie es gut ist. Ja, und war das dann speziell für dich, dass das auch so bei dir auch Gefühle ausgelöst hat? Du hast gesagt, dass du eine Freude verspürt. Ja, mega. Also ich habe das... das ist schwer zu beschreiben. Wahrscheinlich haben das einige von euch auch erlebt. Ich habe dann noch so das war ganz komisch. Ich habe dann gedacht, ja, ich muss jetzt muss mir irgendwie mein bisheriges Leben, aber auch ein bisschen mehr Leid tun, weil ich habe ja ohne Gott gelebt und ich habe dann irgendwo in den frommen Büchern gelesen, man muss jetzt Buße tun und irgendwie um Vergebung bitten. Ich habe das gar nicht so gespürt, dass ich jetzt so total daneben war, habe mich schuldig gefühlt, dass ich mich nicht schuldiger fühle. Okay. Oder? Und dann habe ich irgendwann versucht, in einer Kirche noch meine Sünden loszuwerden und habe gemerkt, es ist ein bisschen knorzig. Und ich habe das dann gelassen und andere Leute haben mir dann später geholfen, dass ich mir keinen Krampf machen muss daraus.
dass das etwas ganz Befreiendes ist, Ja. mit Jesus Ja, zusammen ja. dann unterwegs. Ja, und dass man nicht grübeln und sich zerfleischen muss, oder? Du hast gesagt, du bist dann nach Hause gegangen und hast gedacht, jetzt musst du Christen suchen. Ja. Dieser ganze Schritt noch. Ja, bevor dann habe ich irgend so eine platonische Freundin gehabt. Die hat mir dann eine andere Frau vermittelt, eine junge, mit der sie zusammen das Lehrerseminar besucht hat und gesagt, diese Kollegin werde mich dann einladen in die Studentenbibelgruppe. Und diese Freundin hat mich dann in die Studentenbibelgruppe. Ich habe gehört, lieber Peter, dass du dich für den Glauben interessierst. Wir haben jeden Dienstag Gottesdienst in der Helferei beim Großmünster. Komm doch auch mal vorbei, bla 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 und so. Und dann bin ich dort irgendwie im August bin ich dann dort das erste Mal erschienen und habe dann diese Kontaktperson gesucht und habe dann gemerkt, du, das ist noch cool dort. Also das war so ein Treffen von Studenten, Ja. und da hat man zusammen einen Gottesdienst gefeiert. Ja, also die VBG war das, oder? Vereinigte Bibelgruppe. Vereinigte Bibelgruppen in Schule, Universität und Beruf gibt es immer noch. Und das war eine ganz gute Zeit. Und diese Kontaktfreundin hat dann irgendwann mal gefunden, ich wäre noch ein guter Typ. Sie würde mich gerne in der Familie haben, war auch eine platonische Freundin, sie, oder? Aber ihre Schwester, das war dann Barbara. Das war dann keine platonische Freundin mehr. Sie hat dann mich so quasi nicht gerade verkuppelt, aber ich habe dann Barbara kennengelernt. Sie kam dann auch, sie war in der Krankenschwesterausbildung und kam dann dort auch vorbei. Und sie hat mich noch fasziniert und ich habe gedacht, ja, ich würde sie gerne mehr kennenlernen. Aber ich kann nicht die ganze Geschichte erzählen. Das ging etwa 2 Jahre, bis dann ihr das Herz dann irgendwann mal aufging für mich. Dein Herz war schon vorher offen. Ja, nicht restlos. Ich habe auch meine Vorbehalte gehabt, aber es kam dann gut. Offensichtlich, ja. Wenn du jetzt zurückschaust heute auf diese Zeit der Bekehrung, ich nenne es jetzt mal so, wie würdest du das mit Berufung in Zusammenhang bringen? Hat das auch etwas mit Berufung zu tun? Also ich habe irgendwie für mich war das wahrscheinlich der Grund, ohne dass ich das so genau hätte sagen können damals, dass ich merkte, ich brauche Gott, um zu wissen oder um herauszufinden, wer ich eigentlich bin und was ich mit meinem Leben sinnvollerweise anfangen soll. Oder? Das kann mir eigentlich nur Gott sagen, der mich geschaffen hat mit irgendeiner Idee. Das heißt, das war eine Art Startschuss ins Thema Berufung, auch wenn es dir gar nicht so bewusst war. Ja, aber im Nachhinein ganz eindeutig. Ja. Du hast dann in dieser Studiengruppe einige Zeit verbracht, hast mehr vom Glauben, von der Bibel gelernt auch. Ja, genau. Und das Studium war zu Ende. Ich habe ein Bild hier aus der Arbeitszeit. Das wird jetzt unserem Moderator gefallen, als du 25-jährig als Wasserbauingenieur da unterwegs warst. Ja. Wo bist du hingekommen dann? Wo hast du gearbeitet? Ich habe in Burgdorf in einem Ingenieur- und Studienbüro so Grundwasserforschungsprojekte habe ich mitgemacht. Man hat untersucht, wie ein Grundwasservorkommen, wie man das rechnerisch erfassen kann mit Daten, die man ohnehin misst, also Niederschlagsdaten, Wind, Verdunstung, mit Verdunstungsformeln, Abflussmengen von der Emme, die versickert und. Riesen Modelle, die Computer waren damals auch ganz am Anfang, kann man das berechnen für die Trinkwasserversorgung, wie man das Grundwasservorkommen quantitativ nutzen kann, später auch für Wärmepumpen, wie kann man das, die Wärme des Grundwassers, also 8,5 Grad, wie kann man das nutzen für Wärmepumpen? So diese Dinge habe ich gemacht.
War das Thema Glauben, ist das dann mit der Bibelgruppe wie wieder in den Hintergrund Ja, geraten? ich bin ja dann Wie war das? umgezogen. Bin in einer Gemeinde habe ich mich engagiert, einer freien Freikirche in Burgdorf. Habe dann dort alles Mögliche und Unmögliche gemacht. Dann kam es zu einer anderen Art von Berufung. Ja. Dein Weg zu Campus für Christus. Erzähl uns davon. Ja, als ich in der VBG war gerade Campus für Christus in den Startlöchern in der Studentenarbeit. Dann tauchte plötzlich da der Hans-Peter Nüesch auf. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat ja lange Campus geleitet. Er war dort neu Mitarbeiter. Sie hatten sozusagen wie eine parallele Studentenarbeit aufgebaut an der Uni und ETH und gut mit der VBG zusammengearbeitet. Die VBG hat das irgendwie hat nicht schwierig getan, hat gesagt, ja, ihr macht das ein bisschen anders und der Markt ist groß genug. Und der Hans-Peter Nüesch fand ich noch recht lustig. So, der hat so ein bisschen Humor gehabt, ein bisschen mehr Unternehmergeist. Die VBG war mir etwas zu kopflastig zum Teil, obwohl ich eben auch sehr kopflastig bin. Auf jeden Fall habe ich dann mit dem Hans-Peter Nüesch Kontakt gehabt und immer wieder mal zufällig, zum Teil zufällig über den Weg gelaufen. Und er hat dann immer wieder gebohrt und gesagt, ob wir nicht bei Campus mitarbeiten möchten. Und sie brauchen noch Leute für die Aktion Neues Leben. Das war so eine evangelistische Kampagne in den 1980er Jahren, wo man evangelistische Taschenbücher unter die Leute brachte und sie zu offenen Bibelgesprächskreisen einlud und das hat man so regionenweise in der Schweiz überall gemacht und das habe ich cool gefunden, weil da verschiedene Kirchen miteinander quer durch alle Denominationen zusammengearbeitet haben und dann habe ich das Gefühl gehabt, das wäre noch cool, dort mitzuarbeiten. Könnte ich ein bisschen meine Lehrgabe ausfahren. Anwenden, ja. Anwenden, ja. Und ich könnte auch, ich könnte meine Begabungen dort einbringen. War auch ein Prozess von ungefähr 2 Jahren, als er das erste Mal fragte, habe ich gemerkt, nein, es ist nicht reif. Ich muss in meinem angestammten Beruf noch meine Sporen abverdienen, auch gewisse Berufskrisen überwinden, die ich hatte. Und, aber nach etwa 2 Jahren, irgendwann mal bei einem Telefon wieder, habe ich gemerkt, jetzt ist es Zeit. Und offensichtlich hat auch das Evangelistische dich angesprochen, also die Weitergabe dieser guten Botschaft von Jesus. Ja, es ist so, ich bin nicht so evangelistisch. Mich interessiert, dass Leute zum Glauben kommen. Ich bin eher ein Förderer, also jemand, der Menschen, die zum Glauben gekommen sind, weiterführt. Das hat mich eigentlich mehr interessiert als jetzt das Evangelistische an und für sich. Ich bin nicht so ein guter Verkäufer. Ich bin nicht so ein Charmeur. Und darum habe ich gemerkt, die Leute sprechen auf andere Typen als mich besser an. Aber wenn ich sie weiterführen kann im Glauben, dann kommt das gut. Dann kommen deine Begabungen ja, dann richtig zum Zug. Also das war auch so eine Art Berufung, kann man das sagen, dass du zu Campus für Christus berufen wurdest? Ja, könnte man sagen. Also und du hast dann das auch gemacht, nach dieser Zeit des Hin und Hers hast du gesagt, doch, jetzt gehen wir eben. Und ich habe das Gefühl, ich habe in meinem Beruf mich bewährt. Das war für mich wichtig, nicht einfach so Hals über Kopf in einen vollzeitlichen Dienst zu gehen. Und dann war es nicht mehr Hals über Kopf und du hast es aber gemacht. Ja, genau. Ich habe ein Zitat aus diesem Buch, Ganz Ich sein, weil da erfährt man doch hin und wieder auch etwas aus deinem Leben. Da heißt es, ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mit Mitte 40 als Projektleiter völlig an meine Grenzen gekommen war. Mitte 40, ja, mit 45, das war ein ganz schwieriges Jahr.
bei Campus macht man ja auch ein bisschen alles, oder? Je nachdem. Also man macht Projekte, man arbeitet bei Konferenzen mit, man macht Seminare, man entwickelt neue Materialien und so. Und ich habe mich dann zum Teil in der ersten Lebenshälfte, eben vor 45, zum Teil in Arbeitsgebiete, Projektleitungen und so hineinschlürfen lassen, wo ich gemerkt habe, ich kann das eigentlich nicht. Und was ich gemerkt habe, ich kann mich in vieles hineindenken, aber ich kann es nicht ausführen. Zum Beispiel auch, ich habe gemerkt, dass das dauerte, das habe ich dann erst mit etwa 50 herausgefunden, ich bin kein Leiter. Ich weiß nur, wie Leiterschaft ginge. Ich kann sehr viel über Leiterschaft erzählen, wie es ginge, was ein Leiter braucht, aber ich verkörpere es selbst nicht. Ich war zwar lange dann in der Leitung auch bei Campus, als einfach mit meiner Begabung als Ratgeber, als Coach, als Entwickler von Dingen, aber ich verkörpere nicht Leiterschaft. Und diesen Unterschied herauszufinden, das hat mich sehr viel Energie gekostet und total an meine Grenzen gebracht, weil ich gedacht habe, wenn ich weiß, wie es ginge, müsste ich es doch auch verkörpern. Aber das war dann eine riesen Entlastung, dass ich gemerkt habe, dass das 2 Paar Schuhe sind. War das so auch also du kamst ganz an deine Grenze, war das auch so eine Art Zerbruch, den du erlebt hast? Ja, kann man sagen, eine Art Zerbruch. Auch Dinge organisieren. Ich habe gemerkt, ich kann schon irgendwie organisieren, Zeugs organisieren, aber es kostet mich unglaublich viel Energie. Und je älter man wird oder je mehr man in die Lebensmitte kommt, desto weniger kann man das auffangen mit Einsatz, oder? Und ich habe dann gemerkt, ich bin dann total an die Grenzen gekommen, eben mit etwa 45, dass ich gewisse Dinge, ich habe dann mal ich war mal wirklich an der Grenze und habe dann irgendwie gebetet und habe dann dem Herrn mein Leid geklagt und dann habe ich das Gefühl gehabt, er sagt, es ist mir ein Buchtitel in den Sinn gekommen, der heißt Das Geheimnis eines glücklichen Christenlebens. Ich habe gewusst, ich habe dieses Buch, habe es aber noch nie gelesen, aber weil mir der Titel etwas doof schien. Es ist ein alter Klassiker aus dem 19. Jahrhundert, Ende oder Anfang 20. Jahrhundert, ein Klassiker. Und ich habe dann gedacht, jetzt, wo mir in meinem Elend dieser Buchtitel in den Sinn kommt, vielleicht will mir Gott irgendetwas sagen, habe dieses Buch geholt, aufgeschlagen und dann steht dort mehr oder weniger, schreibt die Schriftstellerin Hannah Whitall Smith, die Christen scheinen sich vor nichts so sehr zu fürchten wie vor Gottes Wille. Aber wenn mal der ganze Wille Gottes erfüllt ist, haben wir das Maximum an Freude, Friede, Erfüllung und Sinn. Und das kannst du jetzt schon haben, je mehr du dich in diesen ganzen Willen Gottes hinein darauf einlässt. Und dann habe ich gesagt, hat das irgendwie total zu mir gesprochen und ich habe gesagt, ich habe jetzt versucht, irgendwie Gottes Willen zu erfüllen, indem ich weiß, was alles gemacht habe, mich eingesetzt und aufgehängt habe für Projekte und versucht, die Erweckung in der Schweiz mit Gebet heranzukriegen und. Ich möchte einfach das Maximum an Freude, Friede und Erfüllung und Sinn im Leben und mir ist eigentlich egal. Ich weiß eigentlich nicht, was ich machen soll. Und ich habe dann gesagt, Herr, jetzt führ mich ins Zentrum deines Willens, weil ich möchte einfach Freude, Friede, Erfüllung und Sinn im Leben. Alles andere ist mir eigentlich egal. Wenn ich Straßen wischen muss, ist mir das egal. Und habe so wie nochmals eine Carte Blanche Gott gegeben.
Also Gott darf dich dorthin führen, Ja. wo er will, weil du hast wie plötzlich ihm Gott vertraut, dass das der beste Ort ist, wo du sein kannst. Genau. Also wie nochmals komplett losgelassen. Und dann habe ich das etwa 30 Tage, jeden Tag mehr oder weniger gebetet, Herr, führ mich ins Zentrum deines Willens. Könnte man auch sagen, Zentrum deines Willens ins Zentrum der Berufung, die Gott für dich hat. Ja. Aber das Wort, eben, ich habe dann gemerkt, ja, ich habe ein bisschen Vorbehalte, oder? Wenn ich mich auf Gottes Wille einlasse, schickt er mich nach Grönland, wo ich friere, die Sprache nicht kann. Oder er schickt mich irgendwo, er verknurrt mich in die Slums von Manila zu gehen oder irgendwas Verrücktes, oder? So diese Angst vor Gottes Willen, die hat irgendwo schon gesprochen. Und dann mache ich lieber irgendwelche Dinge für Gott, die mich absorbieren, statt nach seinem wirklichen Willen zu fragen. Und ich habe dann wie das Vertrauen bekommen, nein, ich glaube, er wird mich dorthin führen, wo es für mich passt. Diese Suche hat wie zu einer zweiten Art von Berufung geführt. Ja. Erzähl uns davon. Also eben, ich habe dieses Gebet etwa 30 Tage gebetet, für mich ins Zentrum deines Willens, und dann haben sich gewisse Dinge einfach angefangen zu verschieben. Ich habe 2 Verantwortungen losbekommen. Also die eine Verantwortung war, ich habe gemerkt, ich darf das jetzt loslassen. Ich muss es nicht mehr weitermachen. Habe vieles aus Pflichtgefühl gemacht. Aus einem Druck, wenn ich das loslasse, wird das nicht gut, oder? Darum ich muss es einfach machen. Und eines Morgens habe ich gewusst, ich darf es loslassen, ich muss mich auch nicht kümmern, wie es weitergeht. Ein anderes Projekt konnte ich auch loslassen und hatte dann plötzlich stattdessen unsere Zeitschrift von Campus für Christus am Hals. Das war dein Gedanke damals? Ja, am Hals, richtig am Hals. Ich war verantwortlich für das Team dieser Zeitschrift von der Campusleitung aus und habe dann gemerkt, ich muss mehr selber einsteigen, weil das Team war in der Krise, und ich habe dann gemerkt, ich muss jetzt selbst nicht nur das ein bisschen überschauen, sondern mit einsteigen, hat das plötzlich dann als Chefredakteur, war plötzlich in der Rolle des Chefredaktors und habe dann diese Zeitschrift, ich habe dann gemerkt, nach etwa 1, 2, 3 Jahren, ich mache das eigentlich noch gern. Ich tue noch gern geistliche Themen erarbeiten und füllen und schreiben und Redaktionsarbeit. Ich habe das verachtet früher und gedacht, es wird schon so viel zu viel geschrieben, man muss irgendetwas Sinnvolles und Relevantes für Gott machen in dieser Welt, und habe da eben immer gesucht und gemerkt, nein, es passt einfach nicht. Aber das Schreiben und die Redaktionsarbeit, also Textverarbeitung, Textverbesserung, das liegt mir, und ich habe mich dann immer mehr damit angefreundet. Ich habe das Zitat vorher ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich will noch das Ganze vorlesen. Du schreibst da: Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich Mitte 40 als Projektleiter völlig an meine Grenzen gekommen war und wie ich endlich den Zügen der Gnade folgte, die mich auf meine Kernberufung des Schreibens und Redigierens zurückführten. Da entdecke ich Spannendes drin. Zurückführten, da gab es vorher auch schon. Ja. Ich So habe Anzeichen. am Anfang von Campus habe ich auch viel geschrieben. Ich habe etwas vom ersten war so ein Leitfaden für Gesprächsgruppen rund um den Jesus-Film habe ich gemacht. Ich habe viel Materialien entwickelt für Campus. Das war aber immer so nebenher, und ich dachte, ja, das mache ich noch so nebenher. Ich habe mich da auch erinnert, dass ich in der Schule eigentlich im Deutschunterricht sehr gut war. Ja, es hat plötzlich so wie Erinnerungsfetzen gegeben, wo ich gemerkt habe, das war immer schon irgendwie da, aber ich habe es nicht ernst genommen. Du hast so wie Spuren in deinem Leben entdeckt von deiner Kernberufung, und die dir plötzlich dann bewusst geworden sind. Ja, genau so. Ja, und das ist auch spannend, das ist nicht ein Berufungserlebnis, Gott hat aus dem Busch zu dir gesprochen, sondern es war Schritt für Schritt, hat er dich
in eine tiefere Art von Berufung hineingeführt. Ja, und es war auch zum Teil eben an dem, was man, es gibt ja diesen Bibelvers, Hebräer 5,8, wo es heißt, auch Jesus hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Also dort, wo ich leide, wo ich merke, es stimmt nicht, es geht nicht, es ist ein Geknorze, dass ich dort wie aufmerksam werde von Gott, aufmerksam gemacht werde von Gott, hinzuschauen, zu fragen, was stimmt nicht, warum stimmt es nicht, was soll ich tun? Also ich glaube, dass Gott uns halt sehr oft übers Leiden auch irgendwo näher führen möchte, aber wir müssen mit ihm im Gespräch sein. Du hast auch dann in dem Fall so wie gemerkt, Gott gegenüber Gehorsam sein ist etwas sehr Wohltuend. Ja. Das Wort Gehorsam ist auch so ein Wort wie Gottes Wille. Man hat ein bisschen Angst, Gott zu gehorchen. Aber das Wort Gehorsam heißt ja eigentlich im Urtext gut hinhören. Wirklich gut hinhören und dann eben nicht einfach nur oberflächlich, sondern von den tiefen Schichten meines Wesens auf Gott hören, oder? Ein Bild, was wir hier dabei haben, als du 57-jährig warst, beim Schreiben deines ersten Buches. Ja, genau, das war das erste. Also das ist so deine Kernberufung, in die du hineingekommen bist, Ja. auch unter anderem übers Schreiben. Ja, Andere Menschen im Glauben, in Fragen zu ermutigen, im Thema Berufung auch. ja, das war eben dieses erste Glauben mit Herz, Leben mit Sinn. Ein Vers, der in diesem Buch ganz Ich-Sein immer wieder auftaucht, also ein Kernvers ist Jesaja 43, Vers 1. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Was sagt dieser Vers über Berufung? Eben, es heißt dort, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Obwohl Gott das zu Israel sagt, ich glaube, ich sagte das zu uns allen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Namen heißt ja auch Wesen, bei deinem Wesen, bei deiner Persönlichkeit, bei deinem Design, wie du gemacht bist. Ich rufe das. Manchmal habe ich in den christlichen Kreisen das Gefühl gehabt, man sagt immer, Gott kann dich verändern. Und das heißt ja dann, so wie du bist, bist du eigentlich leicht daneben, aber er kann dich verändern. Also du solltest eigentlich jemand anders werden. Und dieser Vers sagt mir, nein, du sollst endlich der werden, der du wirklich bist. Also nicht unbedingt verändern in jemand anders werden, sondern der werden, der du bist. Von allen Versuchen dich auch erlösen, dass du eben das Gefühl hast, du musst dich verändern und so. Ja? Und dann fürchte dich nicht. Also er fängt ja an noch mit fürchte dich nicht und ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dann wie so eine dreiteilige Berufung da drin gehört oder entdeckt. Fürchte dich nicht, hab keine Angst vor Gott, lass dich auf ihn ein, vertiefe die Beziehung zu ihm, komm ihm nahe. Ich habe dich erlöst. Das ist wie, also das erste ist wie Gott, der Vater. Dann das zweite oder der Schöpfer. Das zweite, ich habe dich erlöst. Da klingt Jesus heraus. Er hat mich erlöst. Er möchte mich von allem erlösen, was mich hindert daran, ein ganzer Mensch zu sein. Und dann das dritte, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist wie, da könnte man sagen, da ist der Heilige Geist drin, der uns begabt und bevollmächtigt, in meinem Wesen gemäß meinen Beitrag in diese Welt hineinzubringen. Ich finde, das klingt alles sehr einladend, ermutigend, ganz
zu der Person zu kommen, die Gott eigentlich gedacht hat. Ja. Aber es klingt auch ein bisschen, ja, dann gibt keine Herausforderungen mehr und geht alles ganz gut und ist super entspannt und Freude, Fröhlichkeit und so weiter. Wenn es so einfach wäre. Nein, Gott macht es nicht so einfach und geradlinig und eindimensional, sondern es ist ein Lernen, also es ist ein lebenslanges Lernen, Gott nahe zu kommen, ihn besser kennenzulernen, ihn nochmals anders zu sehen. Es ist ein lebenslanger Prozess, von Jesus erlöst zu werden. Es ist von ganz verschiedenen Dingen. Es ist ein lebenslanger Prozess zu entdecken, wie diene ich vom Heiligen Geist bevollmächtigt. Wie bringe ich meinen Beitrag in die Welt? Und das in jeder Lebensphase ist das wieder etwas, fühlt sich das wieder etwas anders an. Wenn ich 20- bis 30-jährig bin, sind diese 3 Dimensionen anders. Werden anders erlebt, als wenn ich 50 oder 70 bin. Und nochmal aufzugreifen, wir haben auch geredet, Gehorsam lernen durch das Leiden. Also Gott hat verschiedene Wege, die er mit uns geht, aber es ist ein lebenslanger Prozess, eigentlich in seine Berufung einzutauchen. Ja. Und eben in jeder Lebensphase wieder zu entdecken, was heißt es, jetzt in meiner Berufung zu leben. Ich möchte gerne zum Ende kommen. Ja. Wir starten heute in diese ganze Serie zum Thema Berufung. Was wünschst du uns für diesen Weg, für diese Zeit jetzt? Ja, ich wünsche euch eine viel Freude. Also eben, du hast es, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, es kann einen gewissen Druck auslösen. Bin ich jetzt genau in meiner Berufung und was ist jetzt genau meine Berufung? Ich glaube, das steht übrigens auch im 2. Teil dieses Buches, wie es eben auch eine entspannte Sache wird, dass ich eben im Prinzip fröhlich jeden Tag einfach leben darf und vertrauen darf, dass Gott mich schon dorthin bringt, wo er mich haben will. Ich muss es nicht selbst irgendwo hinkriegen wollen oder irgendwo mit Druck eben diese Berufung herbeizwingen wollen. Das ist nicht meine Aufgabe, aber ich darf aufmerksam sein, was er herbeibringt, was er herbeiführt und gut auf das antworten, was er mir über den Weg führt. Aber ich wünsche euch ein fröhliches, entspanntes Entdecken, was es für euch jetzt in dieser Lebensphase heißt, tiefer oder weiter auf diesem Berufungsweg zu kommen. Vielen Dank. Ich habe vorhin gefragt, ob es für dich okay ist, dass du auch für uns betest, für diesen Weg. Ja. Dann möchte ich uns einladen, dass wir zusammen beten. Ich liebe diesen Vers in Hebräer 13, Vers 21, wo es heißt, der Gott des Friedens vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Er vollende uns. Ich bete, Jesus, dass du Gott des Friedens, über jedem Einzelnen hier drinnen und auch alle, die zuhören am Livestream, über allen deinen guten Willen ihnen ins Herz schreibst, dass du sie vollendest in allem Guten und eben du bist es, der in uns schafft, was vor dir wohlgefällig ist. Und ich danke dir, dass du uns mit Freude entdecken lässt, wofür du uns geschaffen hast und was jetzt in dieser Lebensphase wichtig ist, was das Thema ist, an dem du mit uns dran bist, mit jedem Einzelnen. Ich danke dir, dass du uns Augen, Ohren, Sinne, die geistlichen Sinne dafür öffnest, damit wir fröhlich in unserer Berufung weitergehen dürfen und dich noch mehr lieb
haben und mit unseren Mitmenschen in gesunden Beziehungen leben und Freude an unserem eigenen Leben haben dürfen. Halleluja. Amen. Amen.